Jetzt übernehme ich ihren Kanal. Er sagt das nämlich auf und würde es dann jedes Mal reinmachen, wenn er bis ist. Also, das ist Eistee. Das nennt man auch Eistee, weil es aus Tee und Zucker besteht. So macht man Werbung. Meine lieben Damen und Herren, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe wieder mal meine Schwester dabei. Hi. Und zwar, wenn wir hier unten sind, wird etwas gegessen oder probiert. Darum haben wir wahrscheinlich auch im Titel gelesen, dass wir werden heute Eistee-Sorten probieren von ganz verschiedenen Marken. Also, zum Aufzählen. Das meiste ist eigentlich Pfirsich. Eistee, weil einfach Pfirsich einfach das Beste ist. Finden Sie nicht so... Ich weiss nicht, wo sie gelandet ist. Aber egal. Also, auf einmal haben wir von Coop Naturaplan Bio White Tea. Dann als nächstes von Nesti. Jetzt haben wir einen genommen mit Zero Sugar. Ups, haben wir nicht darauf geachtet. Aber auch Pfirsich. Dann einmal nochmal von Coop und zwar Lemon Ice Tea. Dann einmal der Fuse Tea Peach. Hier haben wir Arizona, übrigens der beste Eistee, meiner Meinung nach, es gibt. Das ist der Arizona, beste Eistee meiner Meinung nach, es gibt. Ice Tea Peach von Migros. Dann Eistee, Original Migros Eistee. Und dann... Da haben wir noch einen italienisch und da ist auch wieder Peach. Also ich glaube, es ist Also italienisch. Pesca. Ist italienisch. Okay. Also, dann haben wir hier unsere Probiergläschen, wo wir immer unsere Sachen dann austesten. Genau. Also, mit welchem wollen wir anfangen? Und zwar die wir jetzt den Bio White Tea von Coop Naturaplan ausprobieren. Ich habe sie extra vorher noch in den Kühlschrank reingestellt, dass sie einigermaßen ein bisschen kalt sind. Es fokussiert halt einfach gar nicht, aber Schiss drauf. Cheers! Nicht so mies. Es schmeckt so wie im Europapark haben wir mal so einen gehabt, ein Restaurant. Da haben wir so einen Kann gehabt. man nicht reinraben. Oder so ein selbstgemacht, aber so ein Teebetli. Ja, es ist ja es hat ein selbstgemachtes Sein. Also Zutaten, Wasser, Aromzucker, Zitronensaft, Weißtee. Alle landwirtschaftlichen Zutaten stammen aus biologischer Produktion, Fairtrade, Zucker und Tee mit Mengenausgleich. Also dem Eistee würde ich 4 von 10 geben. Ich gut meinte 5 von 10. Also, Leonie ist dort hinten gerade am Putzen. Jetzt übernehme ich ihren Kanal. Ja. Was hat er? Wir haben hier, ja, wir probieren Eistee. Jetzt kommen wir zum nächsten, Nesti Peach. Ja, das sieht das mal, oder? Ja. Also ich will von dem 7 von 10 geben. Ich habe Peach nicht so gern, aber vom Geschmack her halt einfach so. Ist ja schon gut, also so eine 5,5. Von 10. Also jetzt kommen wir zu einem Lemon. Und zwar ist der von Coop Quality et Prix. Also der andere, der da, haben Sie gesehen, so wie. Ich würde wahrscheinlich immer ein Bild einblenden, bevor wir zum nächsten gehen. Nö. Einfach vergessen, das wäre nochmal. Immer mein Glas, ne? Wie viel würde man dem geben? 7 bis 8. Ich sage 6,5 von 10. Also zum nächsten gehen wir zum Fuse Tea Peach. Ist trotzdem nicht. Ich liebe den extrem. Jedes Mal habe ich gesagt, ey, ich liebe den Eistee so extrem. Wie viel würdest du dem geben? 6. Ich würde dem eine 8 geben, weil ich liebe den Eistee wirklich. Weil er halt ein bisschen anders halt noch drin ist, aber der Hibiskus, also die Pflanze. Er sagt das nämlich auf und würde es dann jedes Mal reinmachen, wenn er bis ist. Also,
Also jetzt kommen wir zum nächsten, da musst du mir geben. Wir haben jetzt den nächsten Eistee von San Benedetto. San Benedetto, habe ich gesagt? Nein, du hast etwas anderes gesagt. San Benedetto! Okay. Auf jeden Fall werden wir jetzt den ausprobieren. Schmeckt so künstlich. Das ist komplett anders. Er schmeckt so wie... Okay, da finde ich jetzt im Moment am besten von Peach. Aber kennst du die von Haribo, ich glaube die Peach? Ah ja, die. Der schmeckt so. Kann gut sein. Ja, stimmt, ja. Also, wie viel würdest du dem geben? 7. Ich würde glaube auch ein 8 geben, weil ich finde den Fafuse-Tee und der einfach extrem gut. Also, das ist Eistee. Das nennt man auch Eistee. Weil es aus Tee und Zucker besteht, nennt man es Eistee. Und vielleicht noch ein paar Aroma von Zitrone und Pfirsich. Oder andere Sachen. Keine Ahnung. So macht man Werbung. Als nächstes haben wir den hier. Eistee Original Migros. Ich kenne da langsam in- und auswendig, weil ich manchmal vor dem Tanzen gehe. Ich bin nur ins Mikro und hole mir so einen. Wie viele Punkte wenn man dem, oder willst du in dem geben? 0. Hast du gar nicht gern? Gar nicht. 0 von 10? Ja. Also ich gebe dem 7,5 von 10. Wir können Mikropartner danken, weil die haben so viele verschiedene Sachen. Ja, stimmt, Mikropartner. Der Naomi uns aufgemacht hat. Ich liebe euch. Mikropartner, bitte supportet mich einmal. Definitiv nein. Ja, das ist Esta-Tee. Beska ist ja die Sorte Peach. Aha. Genau, jetzt werden wir das machen. Cheers! Das ist irgendwie komisch, als ob man irgendwie so eine Zuckerstange reingeworfen hat, also der Braunzucker da. Hey, was hast du? der So geil? schmeckt er nach Kindermedizin. Okay, doch, jetzt wird er schlecht. Wie viel würdest du dem geben? -1 von 10. Ich gebe dem eine 0, weil ich habe den wirklich überhaupt nicht gern. Er hat einfach so eine komische Süße und er schmeckt generell einfach irgendwie komisch. Also Also die ersten 2 bis 3 Schlücke. sie haben gerade noch ertragen, aber dann, wenn man mal ein bisschen mehr Schlucke nimmt und dann nicht das in den Hals reinkommt, dann so, okay, nein. Nie. Arizona ist beste Eistee, kauft euch überall. Es gibt im Fall sogar Büchse für Arizona, ist gut. Auf jeden Fall will ich mal die Büchse haben. Und können wir einfach kurz darüber reden, dass es die schönste Verpackung hat ever. Im Gegensatz zu denen ist der auch etwas wert. Also. Aber es geht auch so nur hässlich des Todes ist. Ich sage nur Greta. Also jetzt kommt der letzte Eistee, der wird der Arizona Green Tea. Original. mit Honig. Ja. Mit Honey, ja. Ich muss sagen, aus dem Fläschchen selber zu trinken schmeckt irgendwie besser. Das stimmt schon. Aber er schmeckt auch so gut. Also wie viele Punkte würdest du ihm geben? 10. Ich gebe dem 7. Ich finde, es gibt bessere und grundsätzlich gehört er nicht zu den anderen, weil es ja eben nicht Peach ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt noch ein Like, abonniert doch gerne meinen Kanal. Und schaltet die Glocke an, dass ihr kein Video mehr verpasst. Ja, Es ist immer special, wenn ich vorkomme. vor allem. Dann würde ich auch sagen, folgt uns gerne auf unseren sozialen Medien. Da werden sie eingeblendet. Genau, einmal Oder im Auto. Instagram von mir, dann einmal TikTok von mir, dann eher Instagram. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir sich doch beim nächsten Video. Genau. Also, ciao! Ciao.